Ja, schönen guten Abend. So schön bist du da. Lass uns doch zusammen aufstehen und unseren großen Gott loben und preisen. Singe meinem Gott ein neues Lied. Ich sehe deine Wunder und ich sehe den Sieg. Strecke meine Hände zu dir aus. Gib alles hin, weil ich dir ganz vertrau. Und ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich ruf es aus, solange ich noch rufen kann. Mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Singe meinem Gott ein neues Lied. Jeden Tag und jede Stunde, bis die Stimme aufgeht. Ich preise deine Größe, Herr, mit allem, was ich bin. Und leg mein ganzes Leben vor dich hin. Und ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich ruf es aus, solange ich noch rufen kann. Mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Und ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich ruf es aus, solange ich noch rufen kann. Mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Ich singe Halleluja, 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 ich singe Halleluja. Und ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich ruf es aus, solange ich noch rufen kann. Mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Und ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich ruf es aus, solange ich noch rufen kann. Mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Und ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich ruf es aus, solange ich noch rufen kann. Mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Und ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich ruf es aus, solange ich noch rufen kann. Mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Und ich singe laut, solange ich noch singen kann. Ich ruf es aus, solange ich noch rufen kann. Mein Gott ist groß. Mein Gott sitzt auf dem Thron.
Wie groß bist du, Gott? Wir singen dir, wie groß bist du, Gott? Und alle werden sehen, wie groß bist du, Gott. Wie groß bist du, Gott? Wir singen dir, wie groß bist du, Gott? Und alle werden sehen, wie groß bist du, Gott. Wie groß bist du, Gott? Wir singen dir, wie groß bist du, Gott? Und alle werden sehen, wie groß bist du, Gott. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ja, Gott, du bist ein großer Gott. Yes, God, you're a great God. We want to worship you. Wir wollen dich anbeten Ja, wir wollen dich anbeten mit unserem ganzen Herzen. with all our hearts. Und wir danken dir, dass du hier bist. And we thank you for being here. Danke, dass du unsere Gebete hörst. Thank you that you hear our prayers. Danke, dass du uns den Heiligen Geist gegeben Thank hast. you that you have given us the Holy Spirit. Halleluja. Hallelujah. Lasst uns jetzt einen großen Applaus geben. Let's give God a big hand. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen hier im Gebetsabend. Welcome to tonight's prayer evening. Mein Name ist Daniel Fürst, ich bin der neue International Pastor. My name is Donny Fürst. I'm the new international pastor. Und das ist Peter. I'm Peter. Und ich will euch willkommen heißen in Pontresina und Talwil. I want to welcome those in Pontresina watching online as well those in Talwil. Und alle, die online zuschauen und mit dabei sind, schön seid ihr dabei, And schön all seid ihr hier. others who watch online. It's very beautiful to have you here. Ihr dürft kurz Platz nehmen, ich Please darf be seated. ein paar Gedanken weitergeben. I'd like to pass on some thoughts. Wir sind ja hier wegen Gebet We are here because of prayer. und wir haben noch genügend Zeit, um zu beten, miteinander und auch alleine. We have plenty of time to pray alone and together. Aber ich möchte euch die Frage stellen, wer liebt Gebet? But I'd like to ask you, who
loves prayer. Ich liebe Gebet. Das ist eine Leidenschaft von mir. I do. It's one of my Ihr passions. könnt meine Frau fragen, ich kann immer und überall, irgendwie, in welchen Situationen beten. You can ask my wife. I can pray everywhere. Aber das Thema heute Abend geht noch ein bisschen tiefer. But tonight's topic is going a little bit deeper still. Gemeinsam wollen wir auf den Heiligen Geist hören und beten. It's about listening to the Holy Spirit together and praying. Bevor wir zu dem Thema kommen, möchte ich noch kurz die Woche ein bisschen Revue passieren lassen. Before we go into the topic, I would like to look back on the week. Diese Woche haben wir das Thema in der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist beten. This week's topic is to pray together with the Holy Spirit. Wir lernen, wie wir sensibel im Gebet auf die Stimme des Heiligen Geistes hören, We are learning how to become sensitive to hear the Holy Spirit's voice auf seine Führung and listen to His guidance. und mutig Schritt für Schritt im Alltag mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. And take courageous steps in our everyday lives with the Holy Spirit. Dazu haben wir ja die Bibelstelle aus Römer 8, 14. That's why we have the Bible passage out of Romans 8:14. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. For all who are led by the Spirit of God are children of God. Und das möchte ich dir zusprechen. Wenn du vom Heiligen Geist bestimmt bist, dann bist du ein Kind Gottes. That's what I want to give you, because when you are led by the Spirit, then you are a child of God. Der Heilige Geist möchte dich führen. The Holy Spirit wants to guide you. Gott möchte dir helfen zu beten durch den Heiligen Geist. God wants to help you to pray in the Holy Spirit. Und darin steckt auch ein Schlüssel. That's a key. Du kannst auch Entscheidungen mit dem Gebet und dem Heiligen Geist zusammen treffen. You can take decisions with the Holy Spirit in prayer. Der Heilige Geist möchte dir helfen in deinen Entscheidungen. The Holy Spirit wants to help you in your decisions. Darum suche ihn, That's- denn wenn du bestimmt bist vom Heiligen Geist, dann hilft dir Gott. You should seek Him, because if you're destined by the Holy Spirit, then He helps you. Genau, da hat Amos gestern schon darüber gepredigt, deswegen mache ich da nicht mehr zu lange. Amos was talking about it yesterday, so I won't continue here. Deswegen möchte ich zum Hauptthema, zum Kernvers von heute kommen. I want to get to the key verse of tonight. Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Wir sind bei der Apostelgeschichte 15, die Bibel haben, ab 22. We're actually in the book of Acts, chapter 15. Da lesen wir, wie die Apostel und die Ältesten von der Kirche in Jerusalem zusammengekommen sind. And we read how the elders came together in Jerusalem Um Männer auszuwählen, die Paulus und Barnabas auf ihrer Missionsreise begleiten sollen. to choose men to accompany Paul and Barnabas on their missionary journeys. Sie wählten dann Judas und Silas aus, They chose Judas and Silas, aber der Hauptpunkt ist dann im Vers 28. but the main point we can find in verse 28. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzulegen als nur diese notwendigen Dinge. For it seems good to the Holy Spirit and to us to impose on you no further burden than these necessary things. Und hier ist vor allem der Anfangsvers ganz, ganz matchentscheidend. And this verse at the very beginning is very decisive. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns. It pleases the Holy Spirit as well as us. Also wir sehen hier, wie die Ältesten, die Apostel gemeinsam Zeit nahmen, um Gott zu suchen. We see how the elders and the apostles took time to seek God together. Ich nehme an, sie diskutierten dann, aber vor allem wir sehen hier, sie haben auch gebetet zusammen. I assume they discussed, but I'm sure they prayed together. Und gemeinsam haben sie eine Einheit gefunden mit dem Heiligen Geist, And together they found the unity with the Holy Spirit um dann Silas und Judas auszusenden. to send Silas and Judas. Der Schlüssel darin, sie haben sich Zeit genommen, sich getroffen The key there is they took time und gebetet. and they prayed together. Sie waren wie beratend gegenseitig als Ältesten und Apostel. They consulted each other as apostles. Aber wir sehen auch hier, und ich nehme an, der Heilige Geist war eben auch beratend dabei. And we see that the Holy Spirit was there as well as a consultant. Und von dem können wir mitnehmen für unser Leben. And we can learn from that for our lives. Wir sind Entscheidungsträger. We are decision makers. Du bist ein Entscheidungsträger. You are a decision maker.
Und ich rede jetzt da nicht nur von kleinen Entscheidungen wie, was soll ich heute anziehen oder essen, Not just the little decisions, everyday things like what should I wear, what should I eat. nein, ich rede von den großen Entscheidungen im Leben. I'm talking about the big life decisions. Große Entscheidungen wie, wer soll ich heiraten, Whom shall I marry? wo soll ich wohnen, Where should I live? was soll ich arbeiten. What should I work? Einfach die großen Entscheidungen. The big decisions. Und da möchte der Heilige Geist dir helfen. That's where the Holy Spirit wants to help you. Aber auch der Schlüssel darin, sich Zeit zu nehmen, mit anderen Menschen darüber zu überreden The key there is to take time to talk to other people und gemeinsam zu beten. and pray together. So möchte ich dich herausfordern, wenn du von einer Weiche oder einer Kreuzung in deinem Leben stehst, So I want to challenge you, if you're ahead of a cross point in your life, dass du Personen suchst, dir Zeit nimmst, mit ihnen zusammen Gott zu fragen und zu beten. that you seek people to pray together and seek God. Denn Gott möchte durch den Heiligen Geist dich führen, dass du gute Entscheidungen triffst. Because God wants to lead you through His Holy Spirit to be able to take good decisions. Und da kann ich von mir eine kurze Geschichte erzählen. Eben, ich war jetzt 8 Jahre Pastor in Stäfa. I can talk about myself, a little story. I was a pastor for 8 years, for the last 8 years Also jetzt 8 Jahre in Stäfa. in Stefan. Und dann war die Zeit gekommen, um weiterzuziehen. And then time came to go on. Dann habe ich hier eine Blindbewerbung gemacht per E-Mail. And I just sent an application to Buchek. Und dann habe ich Matthias und Stefan getroffen So. und wir hatten ein super Gespräch. I met Matthias and Stefan. We had a super talk together. Und wir hatten verschiedene Schritte dann gehabt und der Bewerbungsprozess lief gut. And the whole process of application went very well. Und dann habe ich aber auch mit meiner Frau zusammen Zeit genommen, And me and my wife, we took time together. gebetet, ist das die richtige Kirche, ist das der richtige Schritt? And we prayed and we asked, is this the right church? Is this the right step to take now? Ich habe auch Freunde und meine Eltern und gefragt, was denkt ihr dazu? I asked my friends, I asked my parents, what do you think about it? Wir haben zusammen gebetet We prayed together und wir haben einen Frieden von Gott gespürt. and we felt the peace from God. Und ich nehme an, Stefan und Matthias und der ganze Vorstand haben das gleich getan. And I assume Stefan and the whole board, they felt the same. Die haben zusammen diskutiert, zusammen gebetet und Gott gefragt. And they discussed and prayed and asked God. Und offensichtlich haben sie das gleiche Resultat gehabt. Sie haben auch einen Frieden gehabt und Ja gesagt. And obviously it was the same result. They too had peace. So bei den großen Entscheidungen lohnt es sich, Zeit zu nehmen, gemeinsam zu treffen und zu beten. If you face, whenever you face big decisions, it's worth taking time and pray together. Der Heilige Geist möchte zu dir reden durch die Gebetszeit mit anderen. The Holy Spirit wants to talk to you through this prayer time. Deswegen, wenn wir nachher eine persönliche Gebetszeit geben, nimm doch das mit, frage dich, von welchen Entscheidungen stehst du und wer möchte ich einbeziehen. As we enter this prayer time, ask yourself, what decisions do I face? Dann gibt es aber noch andere Entscheidungsträger. But there are also other decision makers. Für dich vielleicht ein Kleingruppenleader in der Kirche, Maybe a song in church, ein Pastor oder andere Leiter in der Kirche. pastor or other leaders in the church. Aber es gibt auch eine dritte Gruppe, das sind die Entscheidungsträger von der Politik. But there's also a third group, which is the decision makers in politics. Also die Regierung, der Bundesrat, Ständerat, Nationalrat, unsere Politiker. Our federal council, our national council, all these boards. Und da haben wir klar den Auftrag, auch für sie zu beten. Und das wollen wir auch heute machen. Wir wollen für diese Personen beten. Wir wollen einstehen für unsere Regierung. Our commission from the Bible is to pray for these people in authority. 3 Bereiche. Du selber Entscheidungsträger, in der Kirche für die Leiter beten und für die Regierung. So we have 3 areas. You are a decision maker, the church is the decision making, and the government. Und so kommen wir zu der Kernaussage. Versammle dich bewusst mit anderen Gläubigen und nehmt euch Zeit, zusammen zu beten. So the key message is consciously gather with other believers and take time to pray together. Und in dieser Zeit möchte der Heilige Geist zu euch reden und eure Herzen prägen und dir helfen, gute Entscheidungen zu treffen. During this time, the Holy Spirit wants to talk to you to enable you to take good decisions. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann darfst du diese Gebetsanliegen auch auf diese Karten schreiben. Die werden hier
Hier auf links und rechts sind Karten. You see the cards here. If you have a prayer request, please note it. Und auch online könnt ihr diese angeben, die Anliegen. Even online, you can fill it in and send it. Aber ich möchte auch herausfordern, Gebetserhörungen einzuschreiben. Das ermutigt mich und uns gegenseitig. But I also want to talk about the prayers that were heard and answered. Schreibt sie auch auf, damit wir auch ermutigen und Write gegenseitig it sein. down for all our encouragement. Ja, also kommen wir schon zu der persönlichen Gebetszeit. Wir wollen alleine Zeit mit Gott verbringen. So now we want to take time alone with our God. Und ich möchte euch 2 Fragen mitgeben. And I want to pass on to you 2 questions. Bei welchen Entscheidungen wünschst du dir Unterstützung von anderen Personen und dem Heiligen Geist? In which decisions do you want support from another person and the Holy Spirit? Also da geht es um dich, um deine Entscheidungen und deine Schritte, die du gehen kannst oder sollst. It's about you, your decisions and the steps you can take and you should take. Und die zweite Frage geht in eine andere Richtung. The second question goes in another direction. Wo kannst du jemanden bei einer Entscheidung unterstützen? Where can you support someone in making a decision? Vielleicht geht es darum, dass du zu einer Person hingehst und ihr ein Angebot machst, die Hand hinstreckst. Maybe you can go up to a person and stretch out your hands to her and make an offer Gemeinsam Zeit zu nehmen und zu beten. and take time and pray. Das kannst du hier im Raum machen, aber auch eben persönlich einfach aufschreiben, welche Personen dran sind. You can do it here or personally, just write down whose turn it is. So möchte ich für diese Zeit beten, dass wir gemeinsam einfach alleine vor Gott kommen können und Zeit mit Gott verbringen. So I want to pray for this time that we can come before God and take time. Herr Jesus, danke, dass du uns führst und leitest. Thank you, Jesus, that you guide us. Danke, Vater, dass du deinen Geist ausgesehen in unser Herzen. Thank you that you sent your Spirit into our hearts. Und Heiliger Geist, führe uns bei allen Entscheidungen, die wir treffen dürfen und müssen. Holy Spirit, lead us in all the decisions we have to take. Schenke uns Weisheit, Give us wisdom. schenke uns Frieden für die richtigen Wege, die wir einschlagen Give sollen. us peace for the right ways we ought to take. Zeig uns auch, wo wir eine Person begleiten sollen, bei Entscheidungen zu treffen. Show us where we have to accompany a person to take decisions Und begegne uns in dieser persönlichen Gebetszeit. and encounter us through this time of prayer. Amen. Amen. For in all of you be still, will I stand in your presence? Or to my knees, or will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Oh, I can only imagine. Oh, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees, or will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine.
It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord.
of this place and time, that I might seek and find my God. Lord, I want to yearn for you. I want to burn with passion over you and only you. Lord, I want to yearn for you. I want to burn with passion over you and only you. Lord, I want to yearn. Your joy is mine, yet why am I fine with all my singing and bringing grain in light of Him? Lord, I want to yearn for you. I want to burn with passion over you and only you. Lord, I want to yearn for you. I want to burn with passion over you and only you. Oh, you give life and breath. In Him we live and move. That's why I sing. Lord, I want to yearn for you. I want to burn with passion over you and only you. Lord, I want to yearn for you. I want to burn with passion over you and only you. Yes, Lord, I want to yearn for you. I want to burn with passion over you and only you. Oh, Lord, I want to yearn for you. I want to burn with passion over you and only you. Lord, I want to yearn. Yes, Lord, I want to yearn. Lord, I want to yearn. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best art, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou. dich her. Deine Gnade hat mich nicht gehen. Jeden Tag tragen mich deine Hand. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe,
bis wieder dunkel wird, sing ich das Lied von der Güte von Gott. Das Leben zeigt mir, du bist treu. Mein Leben zeigt mir, du bist so gut. Solange ich schnufe, wollt ich singen. Ich sing das Lied von der Güte von Gott. Es ist deine Stimme, wo mich führt durch schwere Zeiten. In dunkler Nacht bist du näher wie kein anderer. Ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund. Mein Leben zeugt von der Güte von Gott. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Halleluja, Halleluja. Ja, wir wollen von der Güte Gottes singen. Yes, we want to sing about the goodness of God. Ja, wir wollen es rausposaunen in die ganze Welt. We want to tell the whole world, Er ist gut. He is good. Er ist gut zu dir. Gott ist gut zu dir. God is good to you. Halleluja. Lass uns Gott einen riesen Applaus Let's geben. God give a big hand. Es tut so gut, mit Zeit mit Gott zu verbringen. It's so good to spend time with God. Im Gebet, In prayer, alleine im Gebet, alone in prayer, aber eben auch zusammen im Gebet. but also together in prayer. Und jetzt wollen wir eine Zeit eintauchen, wo wir zusammen beten. Now we want to pray together.
Deswegen formt dann ein bisschen Grüppchen, so 2, 3, Maximum 4 Personen, wo So- ihr seid. Please build groups of 2, 3, or maximum 4 Schaut, dass people. niemand irgendwie alleine ist, dass jeder irgendwo connected ist. Pay attention that nobody is alone. Denn wir wollen jetzt mehrere Phasen für 3 verschiedene Bereiche We beten. want to pray for 3 areas. Als erstens wollen wir beten, dass unser Leben einen Unterschied machen darf. Number 1, we want to pray that our lives make a difference. Und das könnt ihr in den Gruppen direkt machen. Segnet einander. You can do Ihr müsst that. nicht austauschen. In the groups, you can bless each other. You don't have to exchange. Segnen können wir immer, dass wir einen Unterschied machen können und gute Entscheidungen treffen. We can always bless and we can take good decisions. Und auch online könnt ihr reinschreiben in den Chat. Es hat ein Moderator dort. Schreibt rein, You can write in the chat, betet zusammen und pray betet hier. together. Lassen wir uns segnen. Ja, bleibt in diesen Gruppen zusammen. Stay in the groups you are. Ich möchte euch ein nächstes Thema geben, wo wir beten können. I would like to give you another topic to pray for. Wir wollen für die Leiter, für die Politiker beten, für unseren Vorstand der Kirche und alle Pastoren. We want to pray for the leaders, the government, the board, our pastors. Und ich nehme an, von der Kirche kennt ihr einige, kennt auch die Bundesräte, den Nationalrat, alle diese Personen segnen oder auch die ganzen Räte. I think you know the pastors, the government officials, etc. Just bless them.
bevor wir zum dritten Punkt kommen, wo wir noch gemeinsam beten, möchte ich auch noch beten. Before we get to the third point to pray for, Jesus, segne unsere Kirche, segne das Bucheck, Jesus, bless our church, bless Buchek. segne die Leitung, segne Matthias, segne Stefan als Standortleiter, segne den Vorstand und jeder Pastor, jeden Kleingruppenleiter, jedes Mitglied, alle von der Kirche. Bless the leadership, the board, the pastors, and all the members of the church. Und segne auch die Regierung, segne den Bundesrat bei allen Entscheidungen, in den Diskussionen und Heiliger Geist, leite du sie. Bless the government, the federal council, and all their decisions they have to take. Lead them and bless them. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, gib ihnen Weisheit und Führung, Heiliger Geist, in allen Diskussionen. In these difficult times, lead them and give them wisdom. Wir beten das im Namen Jesus And we Christus. pray that in Jesus' name. Wir kommen zum dritten Gebetsanliegen, das ihr nachher Ja. gemeinsam beten The könnt. third point to pray for Es geht um das Ostermusical Nico. is about the Easter musical Nico. Ihr wisst ja noch nicht so viel, aber ich habe gehört sagen, die Vorbereitungen sind im vollen Gange. You don't know much yet, but I've heard that the works are going on well. Deswegen könnt ihr beten für alle Vorbereitungen, So please pray for the preparations, um Schutz für alle Mitglieder, die da mitmachen, For für die protection. Theater und Sänger, for all people who work with this musical. aber auch für das Thema. Es geht da um Wunder, dass Gott heilen kann The topic is about healing, und Jesus retten will. and Jesus wants to save. Da können wir also beten für Ostern, das kommt, und auch, dass wir bereit sind einzuladen. So let's pray for Easter and we be ready. Es geht um die Geschichte, wo die 4 Freunde einen Gelähmten zu Jesus bringen, der dann heilen will. It's the story where 4 disciples bring a lame man to Jesus to be healed. Und dass wir diese Freunde sein können, And then die andere zu Jesus führen. That we can be those friends that lead others to Christ. Lasst uns beten für das. So let's pray for that.
uns nochmal zusammen das rausproklamieren, the goodness of God, die Güte Gottes. Let us together say the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Wow, Gottes Güte ist immer da. God's Halleluja. goodness is always Lass uns here. Applaus geben. Hallelujah. Ja, und wenn du noch mehr Gebet möchtest, habe ich gute Nachrichten für dich. If you need more prayer, I have good news for you. Morgen um 7 Uhr geht es hier wieder weiter. Tomorrow at 7, we will go on. Also von dem her hast du noch genügend Zeit, um zu beten. So you have enough time to pray. Aber ich habe noch eine letzte wichtige Information für I euch. have a last very important information for you. In unserem Ostermusical geht es darum, wie Jesus Menschen vergibt und heilt. Our Easter musical is about how Jesus forgives and heals people. Er tat das nicht nur 2000 Jahre früher, sondern er tut es auch noch heute. He didn't do this just 2,000 years earlier, but he still does it today. Wir haben das alles schon erlebt. We have all experienced this. Um den Besuchern Mut zu machen, sich für Jesus zu entscheiden oder auch, dass er heute noch heilen kann, In order to encourage people, the visitors who come to the musical, that Jesus is still the same and still forgives and heals today. möchten wir kurze Statements aufnehmen, We would like to record short statements, welche wir dann im Ostermusical einbauen werden. which we will then incorporate into the Easter musical. Ein solches Statement kann sein: Früher habe ich, aber Jesus hat mir vergeben. A statement like this could be, I used to, but Jesus forgave me. Oder früher hatte ich, aber Ah, Jesus hat mich geheilt. I used to do this and Jesus healed me. I had a disease and Jesus healed me. Und wir wären sehr dankbar, wenn du diese kurzen 10 Sekunden Statements heute noch aufnehmen könntest. We would be very grateful if you could record these 10-second statements. Deswegen haben wir da beim Muckiraum, direkt neben dem Shop, It's just close to the shop, to the Muki room. eine Videoaufnahme eingerichtet, wo ihr jetzt vorbeigehen könnt. Also ihr könnt rausgehen und diese kurzen Statements aufnehmen. There's a camera and you can just record your statement there. Danke vielmals. Thank you. So wünsche ich noch Gottes Segen. So I wish you God's blessing. Kommt gut nach Hause. Have a safe home. Trip Genießt home. euer Zuhause, wenn ihr online dabei seid. Bye bye. Ciao zusammen. Bye bye. See you tomorrow.